Schön dekoriert. Die will was sagen. Eine schöne Tafel. Ist jetzt Ja, voll. ja. Jetzt ist es wieder. Wir haben gut versteckt. Bevor wir anfangen, noch zwei Dinge. Die Eva Polzer, die Chefin vom Haus hier, die ist ja auch Edelsteinexpertin, und da haben wir ein paar Sachen ausgestellt. Wer da Interesse hat an dem Schmuck, darf sich gerne bei mir melden. Steht heute Abend auch noch da, aber dann bauen wir es wieder ab, gell? So nach dem Abendessen. Und heute früh hätte ich noch sagen wollen, ich habe es mit nach hinten genommen, das Kessel fürs Personal, für die Frauen in der Küche, die euch schön hoffentlich lecker gekocht haben diese Woche und auch die Zimmer geputzt haben. Die freuen sich immer, wenn er da was reinlegt, das steht beim Tee. Okay. Das zu Anfang. Und ich freue mich, dass ihr jetzt alle da sitzt. Und so eine Tafel habe ich schon lange nicht mehr, so viele Weiterfasser. Ihr dürft euch die Vorfreude noch ein bisschen aufsparen. Alle anderen freuen sich hoffentlich ganz doll über den Apfel. Der noch kommt, keiner gelöst ist. Aber zuerst habe ich noch eine kleine Geschichte für euch. Die heißt Unerhört schön. An einer U-Bahn-Haltestelle in Washington D.C. steht an einem kalten Februarmorgen ein Mann mit einer Violine. Er spielt Bach und Schubert. Während dieser Zeit kommen im morgendlichen Berufsverkehr Hunderte von Menschen an ihm vorbei. Es dauert einige Minuten, bis der erste Passant den Geiger bemerkt. Er verlangsamt seinen Schritt für ein paar Sekunden, aber er unterbricht seinen Weg nicht. Kurz darauf wirft eine Frau den ersten Dollar in den Hut des Musikers, aber auch sie bleibt nicht stehen. Ein junger Mann hält kurz inne, um zuzuhören, aber ein Blick auf seine Uhr treibt ihn an, weiterzugehen. Dann nähert sich ein etwa 3-jähriger Junge. Er möchte stehen bleiben, aber seine Mutter zieht ihn an ihrer Hand weiter. Das Kind schaut im Gehen zurück, will der Musik weiter lauschen, aber die Mutter treibt es an. Wie dieser Junge verhalten sich einige Kinder, aber ausnahmslos drängen ihre Eltern sie zur Eile. Der Geiger spielt ohne abzusetzen. Insgesamt 6 Menschen bleiben vor ihm stehen und hören ihm für kurze Zeit zu. Vielleicht 20 Vorübergehende werfen ihm eine Münze in den Hut. Nach einer knappen Dreiviertelstunde beendet der Geiger sein Konzert. Es wird still, aber niemand nimmt Notiz davon. Niemand applaudiert. 32 Dollar sind zusammengekommen. Der Violinist war Joshua Bell, einer der bekanntesten Musiker der Welt. Er spielte unter anderem eines der komplexesten und schwierigsten Musikstücke, die jemals geschrieben wurde, von Johann Sebastian Bach. Und die Geige, die er dafür verwendete, war 3,5 Millionen Dollar wert. 2 Tage zuvor hatte Joshua Bell vor einem ausverkauften Haus in Boston das gleiche Konzert gegeben. Und die Karten für dieses Ereignis kosteten durchschnittlich 100 Dollar. Und sein Auftritt in der U-Bahn war ein Experiment. Die Zeitung Washington Post hatte es in Auftrag gegeben. Die Redaktion interessierte die Frage, ob Menschen die Schönheit und die Kunst auch in einem ganz alltäglichen Umfeld wahrnehmen. Ob wir die Besonderheit einer Situation auch in einem ganz unerwarteten Kontext erkennen und ob wir uns in unserem routinierten Tagesablauf vom Augenblick berühren lassen. Und ich finde, dass die Geschichte uns zeigt, dass wir eben den Wert einer Sache nur erkennen, wenn wir die volle Aufmerksamkeit schenken. Und nach dem Fasten ist man sehr, sehr sensibel für Besonderheiten im Leben und auch vor allem für die Nahrungsaufnahme, die jetzt wieder neu kommt, der neue Umgang mit dem Essen und deshalb diese Geschichte, diesen Zusammenhang. Schön. Guten Appetit. Danke. Genießt noch ein kurzes Gedicht, damit ihr wisst, was in dem Apfel so steckt. Weil eines musst du gut dir merken, wenn du schwach bist, Äpfel stärken. Äpfel sind die beste Speise für zu Hause, für die Reise. Für die Alten, für die Kinder, für den Sommer, für den Winter. Für den Morgen und den Abend, Apfelessen ist stets labend. Äpfel glätten dir die Stirn und bringen Phosphor ins Gehirn. Und Äpfel geben Kraft und Mut und erneuern dir das Blut. Drum, mein Freund, lass stets dir raten, esse roh, gekocht, gebraten, täglich ihrer 5 bis 10, wirst nicht dick, doch jung und schön, und kriegst Nerven wie ein Strick, Mensch, im Apfel liegt das Glück. Na gut, dann gucken wir mal. Also, guten Appetit. Und ihr natürlich auch. Der Album.